Wer hat an der Uhr gedreht? Es ist wieder Zeit für Tears of the Kingdom und es... Kurz gerade? So ja. Creepy. Egal, wir sind in der Wüste unterwegs, Freunde. Nach Gerudo. Stadt. Irgendwie. Und er will seinem Kumpel... Das ist der falsche Kumpel. Das ist der Kumpel da drüben. Das ist aber der Kumpel dort. Na egal. Persona-Bauteil haben wir ja auch zur Not. So, Sonar-Bauteile. Wir haben noch ein Lenkelement. Wir haben noch Propeller sich auch. Hätte zwar ein Gerätchen hier nehmen können, wäre ein bisschen besser gewesen, aber die hier. Wir können natürlich auch eine Kanone nehmen, ne, ist klar. Sprungfeder, genau. Typen auf der Rand hängen und fertig. Habe ich eigentlich gar kein Ding für. Ah, ein Heißluftballon hätte ich auch noch, war. Den wohl auch noch brauchen. Aber eher später. Yeah, Mann, ich kann steuern. Cool, war. So, dann bleib ich mal kurz hier. Heute wäre schön. Was ein Stall suchst, folgst am besten der Straße im Nordosten. Dort liegt der Stall der Ebene. Okay. Ernsthaft? Warum? Wow. Das wohl erbärmlichste Gerät, das ich jemals gesehen habe. Gut, vergiss es. Obwohl. Vielleicht. Ich überlegen, ob ich einen Heißluftballon davon nehmen soll. Aha, guck mal einen an, was ich da in der Wand stecken habe. Das hält? Okay. Naja, manchmal einfach nicht fragen, wa? Den ganzen Quatsch da sparen können. Tschüssi! So, 14 Crocs haben wir wieder. Könnte nochmal für ein Upgrade der Waffentasche reichen oder halt was komplett anderes. So Bogen- oder Schildtasche oder so. Wir werden sehen.
Hier wäre jetzt die Pune wieder praktisch. Oh nein, wo ist hier ein Schrein? Bitte hilf mir! Klar. Danke, Mann. Ich bin dir was schuldig. Ja, ich weiß. Vielen Dank, Mann. Giro. Giro der Hero. Aber jetzt eigentlich alle? Einer fehlt noch, okay. So, was ist hier los? Ich meine, wohin gehörst du, Kumpel? Bring den Kristall an den Ort, dann schenken wir dir das Licht. Schenke mir das Licht. Oh, extreme Kälte. Deswegen hasse ich die Wüste. So, das aber könnte funktionieren. Das ist ein ziemlich großes Gerät, aber damit kenne ich mich ja aus. Okay, das hingegen sieht jetzt ein bisschen creepy aus. Die Richtung natürlich auch falsch. Wie könnte es auch anders sein? Oh, um Gottes Willen, ey. Na gut. Der müsste sowieso anders herum sein, wa? Also ganz so trennen voneinander. Okidoki. Ah, da halb vielleicht würde es irgendwie gehen, aber so dann. So dann. So. Da wäre nochmal falsch, deswegen machen wir es jetzt richtig. Stimmt der Weg eigentlich noch? Oh. Das könnte lustig werden. Aber ja, oh, ist der schräg. Na, egal. So, jetzt aber. Es kann sich bloß um Jahre handeln. Das ist schon das nächste Gerät. Ich würde sagen, das ist eine Höhle, aber es ist auch ein Krog. Schon wieder. Ich will zu meinem Freund. Ja, wo ist er denn?
Mein Freund ist weg. Naja, weil bist du nicht gekommen, war? Ja, ich bringe dich schon so hin. Okay, ich sehe da wieder irgendwelches Gezuppe, aber ich habe eigentlich schon ein gutes, also mehr oder weniger gutes Gerät. Okay. Deswegen sage ich auch mehr oder weniger gutes Gerät. Kann mit dem auch ein Wasserfall, oder mehr oder weniger Wasserfall, ich meine nicht wirklich ein Wasserfall, aber ihr wisst schon, was ich meine. Mit dem macht er hoch. Also kann ich übers Wasser mit dem? Und wie gut das geht. Nur Parken muss ich noch üben. Ja, da bist du ja. Ja, da ist er. Nochmal 2 Krocksamen. Crocs vereint, was will der Mensch mehr? Ich werde hier wieder rauskommen. Oh, das könnte knackig werden. Ja, ich schaff alles. Hoch da mit dir! Geht nicht. Zurück. Das geht natürlich immer. Nee. Zurück, Freunde, zurück. Ich war hier entlang, komm. Puh, das ist ein weiter Weg. Junge, Junge. Die Batterie auffüllen lassen. Ich könnte heute mal irgendwie Energiesphären zu nutzen, oder auch die große. Das Not halt ein bisschen duplizieren, ich merke, dass die zu nahe gehen. Dem Darbringer des Kristalls, ja, da bin ich. Vielen Dank dafür. Kein Problem. Ein Schrein, ein guter Schrein. Aber jetzt wieder zurück, wa? Raurus Segen bringt 7 Tage Regen. Aber wäre schön ein bisschen Regen. Mächtiges Sonanium Großschwert. Da kann es aber sicher sein, dass ich das teilnehme. Aber sowas von. Sonanium-Baudinger. Ihr hättet zum Beispiel noch so ein Beta-Lite-Konstrukt-Horn. Mit 15er Power dann schlecht. Nach Angriffsstärke. Da kann man bereits die hier. So Gamma-Ding aber gar nicht mehr. Okay, was machen wir nachher? Ich werde nachher noch ein bisschen duplizieren wieder mal. Ein Segenslicht. 5 Stück wieder. Also Stücke 6, 9, warte mal. 3, 6, 7, 8. Ich habe 11 Herzen aktuell, war. Also 11 normale Herzen. 2,12 Meter? 2,12 Meter. Ne, 13. Ich habe gerade überlegt, wegen den Plusherzen mit der 15 kann man. Hätte eigentlich schon zu viel, war. Ja, bereits bei 16. Also meistens 3 Plusherzen gibt. Aber egal. So.
Es ist nachts, wir sind hier noch nicht am Ende wohlgemerkt. Ja, da vorne wird es weitergehen. Hier sind ja auch die Idee, wohl, dass er hier weiter durchcruise durch den Fluss. Aber ist eigentlich nicht nötig, da ich ja sowieso den Weg entlang will. Also muss eigentlich hier wieder hier zurück. Eigentlich. Also gelohnt, war. Dafür ist ja eine Stelle da vorne, wo ich den Duplizierungsglitch gut anwenden könnte. Okay. Nur ein Pfeil. Oh, komm, leg mich rein. Oh. Heilwulbarsch, Heilwulbarsch. Der ist ja richtig am Arsch. Und das scheint auch eine krasse Brücke zu sein, wa? Da oben ist auch irgendwas oder irgendjemand. Das sind keine Dinge, die ich irgendwie zurückschicken kann, wa? Nö. Schade, schade. Der Trick klappt auch nicht hier, wa? Ah, schade. Höher als erwartet. Reicht leider nicht ganz. Ausdauermäßig, wenn ich gerade den gelben nutzen will. Hat hier irgendwie was gesehen? Oder hat es nur so gewirkt? Ah, der. Ja, und dann? Okay. Hm? Nee. Ich dachte, der wäre schon vorbei. Wow. Der runterfallende Link, das wäre ein bisschen doof. Krocksamen. Tschüssi. Ah, warte mal, da war das Ding, wo wir vorhin ein paar Monster platt gemacht hatten. Das ist jetzt hier oben, okay. Wenn natürlich keine Monster mehr sind, könnte ich hier ganz kurz... So. Und zwar ganz kurz den hier. Also ich gerne duplizieren einmal den da. So. 12 von dem und 2 von dem. Perfekt. Ja, wie schon mal gesagt, ja, mit den Duplizierungen so, da kann man jetzt darüber davon halten, was man will. Sagen wir, was es ist. Beta Elite Breit Schwert.
Man könnte ja theoretisch mal den Blutmond abwarten, nochmal das Teil farmen gehen, ne? Wäre die andere Variante gewesen. Dauert länger und deswegen so meine Intention, ja, machen wir lieber gerade so. Okay, warte mal, da ist irgendwas runtergefallen, haben wir gerade vorhin gesehen. Sehen von hier aus gar nicht, wa? Krass. Hä? Der ist er weg? Okay. Geht natürlich auch so. Was sagt die Karte? Die sagt Go! Wow, wow. Ja, da ist der Brunnen, genau, da war ich, ja. Jetzt den anderen Weg. Oh je, oh je, oh je. Wir wollen in den ersten 2, 3 Folgen irgendwie mal nach Bruderstadt erreichen. Also wenn ich strikt den Weg gehen würde, dann ja. Wenn ich ständig irgendwie wieder was anderes mache, man gerade sehr, das könnte ich jetzt machen, da können wir mal nachgucken. Wird sehr schwierig. Und ja, geht schon wieder abseits des Weges, liegt aber daran, weil ich kurz gucken will, ob hier oben noch eine Höhle ist. Weil noch ein paar Typen da fehlen, oder zumindest einer noch fehlt, ja. Deswegen nehme ich wieder Bombenpfeile dafür. Genau aus dem Grund. Gut, war aber nur ein Lager, sonst nichts. Ich hoffe auf mal, dass der letzte Typ, den wir für diese Sidequest brauchen, dass der irgendwo hier steckt. So ein paar Monster. Das hier können wir natürlich gerade ausnutzen. So, Vorrichtungen sieht man eigentlich die Gerudo-Wüste, aber eine richtige Rinne eigentlich noch häufiger. Das ist insofern nichts Spezielles. Das sind die Feuerdinger. Wo kommen wir hier eigentlich hoch? Einmal rundherum war. Da ist der andere Turm, da waren wir auch schon. Ja, komm. Den normalen Weg, den ich eigentlich nehmen sollte. Mal hier unten war. Hui. So. Ein Gerone, ja, der wird sich natürlich hier wohlfühlen, aber bei den Temperaturen.
Wenn ich fliegen könnte. Ich habe versucht, ihre Sprache zu lernen. Waren die Gerudo eine geile Sprache. Und nur fliegen könnte, wäre wäre ich im Hand umdrehen da. Ja. Oder wenn man einen Rivali Sturm hätte. Also in meinem Fall zumindest. Im Großen bringt das ja nicht sehr viel, muss man zugeben, leider. Keine Ahnung, ob da hier noch irgendwie Geheimnisse sind oder so. Vermutlich ja schon. Das war clever. So, Tooling hilft eh nicht mehr mit, wie ich gemerkt habe. Dem ist er entweder zu anstrengend geworden oder hat keinen Bock mehr oder so. Natürlich angenehm, die Viecher so zu besiegen. Oh, der hat ein Pulverfass, super. Ich meine, seien wir ehrlich, wenn ich jetzt hier das Spiel relativ frisch gestartet hätte, beziehungsweise eben irgendwie auch sagen würde, ja, gegen die Gerudo als erstes, von der Hauptstory her haben sonst noch nichts gemacht, haben natürlich auch noch gar nichts irgendwie zum Einfrieren. Ist natürlich auch klar. So, ich brauche einen Hinterschutz Level 1, wäre cool. Ganz Level 2er Dinger. Wenn wir die aufbrauchen. Naja, komm. So, 4 Minuten Hitzeschutz. Oh, Gerudo statt erstmal ein schönes neues Outfit kaufen. Ah, ne, ist gar keine Bombe, ist ja eine Truhe. Ja, cool. Oder? Nee. Hä, was ist das? Doch, ist eine Truhe. Wow, okay, mal schenken können. Hätte ich mir auch schenken können und du natürlich hier, wa? Natürlich wieder mal nicht im Schatten, voll in der Sonne. Das nennt natürlich Arbeitsmoral. Egal was passiert, Doomsday ist für alle da. Auch kein Krog. Nö, ist nix. Okay, Kumpel. Ein paar Minuten damit noch, bis der Schutz da weg ist. Der wird in meine Richtung fallen, wa? Jo. Ja, stütze ihn bitte. Stütze Doomstar. Wir wissen ja, Doomstar ist für alle da. Ein kleiner Spruch zwar, aber Doomstar ist ein cooler Typ. Wenn ich etwas sagen muss, das ist echt geil gemacht. So, klar, Tears of the Kingdom ist Nachfolger von Breath of the Wild, wissen wir alle. Nicht nur seit heute. Trotzdem, wie sie das immer wieder so schön hier im Spiel auch betonen. Und aufzeigen. Und sei es dann so, durch so Kleinigkeiten. Wie zum Beispiel zu sagen, ja, das Volk und das Volk und davor nicht so gut miteinander, aber seitdem und dem das passiert ist, funktioniert es besser. Solche Dinge halt.
So. Oh, gerade clever war das nicht, was ich gemacht habe, oder? Naja. Ich glaube, einen weniger vorne machen sollen. Nö, ihm gefällt's. Ah. Du. Ein Red Ruby. Kühlungspilz, ja, logisch, weil die habe ich jetzt eigentlich alle für ihn gebraucht. Donnerblumen. Mhm. Denn Duplizierungsglitch bei Donnerblumen ist auch so ein Thema. Den man im Prinzip gut machen kann, aber man muss ein bisschen aufpassen, dass er den nicht unbedingt, naja. Also mit dem Bombensprung, sage ich schon. Ein Schildsprung, so. Geht eigentlich viel besser. Also natürlich nicht, zumindest hat hier nicht so viele Möglichkeiten, ihn auszuführen und, ja, ansonsten, ich sag's mal so. Den über Wasser auszuführen ist einiges angenehmer. Weil du so halt keine Erschütterung hast und deswegen das Ding nicht explodiert. Sonst wär's kacke. Das jetzt alles könnte hier wieder irgendwas Krockmäßiges sein. Oh, nö, bisher nicht. Den kann man auch nicht zurückschicken. Dann da. Ist nicht da oben sogar vorhin der Schrein gewesen? Oder das irgendwie mir eingebildet oder was? Nee. Egal. Moment, bevor ich jetzt irgendeinen Quatsch mache, bin ich eigentlich hier richtig. Oder gab's auch schon, war. Achso, es ist natürlich nett, dass man die hier einfach ignorieren kann. Klar, mache ich auch, weil sehe gar nicht ein, was ich hier machen soll. Ich hätte hier noch ein bisschen, dass ich den dritten Typ noch nicht gefunden habe für diese Quest. Ja, muss ich nochmal gucken gehen. Da geht's zum Turm, ja, da ist da ja schon in der Nähe, da waren wir auch schon. Hier oben ist noch das ein oder andere sein. Kann sogar hier irgendwo noch dieses scheiß Monster. Ah ne, der war dort. Der eine dreiköpfige Drache. Und da fliegt was runter. Okay. Also sehe ich jetzt nicht runter, ich meine wozu auch. Ja, Link, wenn du willst, dann Petri Heil und so, ja? Hast mal einen Seenkumpel, aber ich mach's nicht. Oh, hallo Wolfi. Edelwild, Edelwild. Du bist so edel, ach mein Wild. War so eine Strecke nach Gerudo-Stadt, ey. Meine Güte. Ja, mal gucken, was da eigentlich das große Problem ist, wa? Ich meine, bei Breath of the Wild war es ja damals so eine Art Donnersturm quasi. Elektrosturm, wie auch immer. Jetzt soll es ein Sandsturm sein, ist praktisch dasselbe. Also zumindest schon ist dasselbe, aber ist ähnlich nervig. Gut, der andere war eigentlich noch ein bisschen gefährlicher, egal. Flieg und sieg runter! Blub.
So gerade vorhin eigentlich gesehen habe, dass hier ein Schrein sein muss. Ich hätte eigentlich auch von hier aus einfach mal rüberfliegen können, wa? Ja, wäre immer eine Idee. Also später mal kurz mich zum Turm teleportieren lassen. Und dann mal oben nach Schrein so abgucken, was so los ist. Hier ist so wenig los irgendwie. Das irritiert mich dann doch. Okay. Da ist Rauch, das könnte der dritte Typ sein, der uns noch fehlt. Ja, du willst wohl kaum sein. Ich hab Hunger. Rückspiel sind schon an die Reise zusammengebrochen. Mhm. Was? Okay. Ich dachte gerade, der wollte mir irgendwas geben. Außer einen guten Rat natürlich, ja. Und es wird wieder kälter. Also. Ah, hab's eh noch an. Ich stütze dich. Ja. Ups. Also, ich brauche einmal das Ding. Dann brauche ich einmal das Ding. Und ich brauche zwei von denen. Ich will sogar drei, mal gucken. Nee, ich will das gerne. Sehr gut. Wenn das Spiel gerne so haben will, von mir aus. Oh, irgendwie erstmal cool, wenn solche Dinge, keine Ahnung. Wenn es sowas gäbe. Wenn ich halt gewisse Konstruktionsschritte überspringen können. Zum Beispiel hier zu sagen, hey, ich hätte gerne so eine Art Boden. Machen wir den doch bitte mal. Also ich quasi mehrere Objekte markieren kann und sagen kann, okay, jetzt bauen wir aus dem schon mal das zusammen. Das wäre irgendwie geil. Es geht nach vorne, krass. Der Halbmond kommt, oho. Müsste aber zunehmender sein, wa? Ein roter Rubin, was zu futtern, bei Kälte-Eisangriff, sehr gut. Ein Irrknospe. Bist du ganz irr? Das sind nicht die Dinge, die man irgendwie auf die Feinde schmeißen kann und werden irgendwie komplett irre. Ja, habe halt nur zwei, ja. Ich meine, eben auch hier. Ich könnte theoretisch duplizieren, aber ich will so eher sparsam einsetzen, ne? Nach vorhin das mit dem Beta-Krieger-Konstrukt haben, aber nur deswegen gemacht, damit ich halt noch eins habe. Was ich dann theoretisch mal noch fotografieren könnte für das Album. Deswegen will ich jetzt eigentlich immer mindestens eins Exemplar von dem Item behalten. Ist so mein Plan. Bitte hilf mir.
Ah, ist das der? Ja, bitteschön. Chili. Chili, Chili, Chili. Ah, pass auf, weil das kann im Darm verrückt spielen. Ja, Mann, bin auf den Beinen. Oh, Gott sei Dank. Ich gehe mal. Tschüss. Ja, okay. Das haben wir die Quest jetzt eigentlich gemacht. Bei der Ding-Dog-Brücke. Ja, das Problem ist halt, wie kommen wir da so schnell hin? Ich habe keinen Quickpoint, ne? Versteht ihr auch keinen Schrein oder so, obwohl hier theoretisch einer sein müsste. Ja, hier ist einer, da bin ich auch nicht schnell genug. Was ich theoretisch machen könnte, weil ich hier ungefähr in der Nähe bin, ne? Also dann und hier oben noch ganz kurz abgrasen will, dass ich mir sage, okay, ich gehe von hier aus, fliege schnell rüber und teleportiere mich wieder zurück. Das wäre eine Option. Aber so weit habe ich dann eigentlich da noch nichts vor und ich würde dann eher... Ich habe 3 Quellen. Ach ja, da war ja noch was. Wo ist denn eigentlich? Warte mal. Ne, Schreining haben wir alle gemacht. Episoden, da ist noch eine noch offen, oder? Also aktuell noch offen. Angestehts Neugeburt, ja, da muss noch ein bisschen was. Das ist nicht so schwierig. Da haben wir nicht dran, immer wieder. Eine Serenade. Stein im Pharaon. Monstersammlung nach der alter Zeit. Nee, hä? Wo ist ein anderer hin? Das ist einfach nur das, was ich mir auf der Karte markiert habe für die Schätze. In Anzügen. Oder Rüstungen. Oh, kann auch sein, wa? Okay. Dann ist das halt so. Das heißt, hier kümmern sie wieder um die Hauptquest. Und Zeit hat 42 Minuten, ja, muss ich da aufhören, wa? Habe ich irgendwie hier noch etwas Spannendes oder so? Ich meine, das Spiel ist riesig, gar kein Thema und wie so oft bei solchen Spielen ist einfach nur so ein riesiges Gebirge, wie auch immer. Und du einfach denkst, ja, schön groß und schön leer. Okay, da gehen wir in der nächsten Folge kurz durch. Oder heißt kurz, auf so lange halt es dauert. Also kein Blutmond, sehr gut. Beim Turm waren wir auch schon. Farodra. Na, da schon mal auskommen. Der ist dann hier zu Hause, hä? Da ist ein Konstrukt, wo ich schnell hochkomme. Durchkommen wurde besser gesagt. Mit dem können wir sogar ganz hoch. Da vorne ist ein Schrein, ne? Ist das der, den wir vorhin gesehen haben, oder ist ein anderer? Ich muss mich eh noch hin, das sind so seltsame Konstrukte hier zum Teil. Ja, das ist genau der. Markierung löschen. Das ist auch genau der. Das heißt, einer von Gerudo, also von dem Turm aus, hier rüberfliegen, zu dem Schrein, den ich schon mal aktiviert habe. Von dem Schrein hier runtersegeln, um die Quest zu bestätigen. Und dann, ja, so ungefähr zumindest. Ich kann hier oben sowieso nichts machen. Eine Geoglyphe, das ich dann gar nicht habe, wa? Genau. Das wir in der nächsten Folge angucken können. Was das für ein Konstrukt dort sein soll, verstehe ich auch nicht. Was ist denn das? Vorne vielleicht Gerudo-Stadt schon? Also schon. Ja, ich weiß, ich sag schon. Nein, nicht so schon, aber schon. Schoner. Egal.
Freunde, Dank fürs Zusehen wieder mal und bis zur nächsten Folge, was auch sonst. Bei Legend of Zelda Tears of the Kingdom, ich meine, auf der Karte her sieht es nicht so aus, als hätte ich viel geschafft in der letzten Folge. Ne? Im Prinzip nur die im Pfad hier. Auch ein bisschen hier vorne, sieht man auch hier sehr schön, ne? Schon diesen jenes abgeguckt. Hier ein Schrein entdeckt, der, naja, der gut sein kann, sage ich jetzt mal. Wir haben auch hier wieder irgendwie etwas mit Miasma für den Untergrund. Hier sieht es irgendwie auch nicht so schön aus quasi. Also hier in der Wüste kann man sicher noch einiges machen. Nach hier und da sieht irgendwie ein bisschen seltsam aus. Wir werden sehen. Bis zum nächsten Mal und ciao zusammen.